Der letzte große Kampf vor dem Erwerb des Titels steht an, Freunde. Hier bei Pokémon Weiß 2 spielt natürlich auch gleichzeitig der letzte Part für dieses Let's Play. Zumindest mal voraussichtlich. So, treten wir aus der Statue und fahren herunter. In den letzten 2 Parts haben wir alle 4 Mitglieder der Top 4 bezwungen. Jetzt fehlt nur noch der Champion. Ein Champion. Es ist weder Lauro noch N. Oder sogar unser Vorgänger aus Schwarz oder Weiß. Nein, es ist einfach nur... ja, jetzt kommt ein Auftritt. Hallo. Es ist einfach nur... ja. Schon zu spät. Wer könnte es wohl sein, liebe Freunde? Wer könnte wohl der Champion sein auf dieser elendlangen Strecke, Treppe? Alter, also wer hier putzen muss? Nee. Kein Vergnügen. Alter. Du bist eine Woche dran, bis du die ganzen Treppen sauber hast. So, wer ist also der Champion? Gegen wen müssen wir fighten? Ganz kurz, bevor ich jetzt hier mein Verderben reinlaufe. Unser Team, soweit klar, Freunde, war Auron, Pyron, Shelby, Flash, Webigator und Sunny. Wird schon gut gehen, aber es ist halt, ja, der Gegner ist hart. Dort ist sie. Vielleicht erkennen sie bereits. Es ist eine alte Freundin. Willkommen, Herausforderer. Lydia? Ich hatte schon erwartet. Oh ja, sie ist es. Wir müssen gegen den Drachen fighten. Ach du heilige Scheiße. Jo, es wird nicht einfach, Freunde. Es ist erst gegen 6, aber wir schaffen es. Diesen Part noch, dann die Credits und dann vorbei. Das Ganze. Das Abenteuer. Fürs Erste. Vielleicht auch für immer. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung, aber egal. So, wir ganz kurz fighten und dann schauen wir weiter. Ungehemmte Kämpfe gegen starke Trainer sind mein Lebenselixier. Und ich will dir auch erklären, warum. Hierher kommen nur Trainer, die sich von ganzem Herzen wünschen zu gewinnen. Trainer, die mit ihren Pokémon unzählige heiße Kämpfe durchgestanden haben. Solche Gegner helfen mir natürlich auch meinen Pokémon stärker zu werden. Und jetzt wird gekämpft! Ich bin Lydia, der Champ der Pokémon-Liga und ich werde dich besiegen. Der letzte Kampf. Michael vs. Lydia. Freunde. Ich weiß gerade einen epischen Moment und so, ich will ihn eigentlich unterbrechen. Na klar, wir kämpfen im All. Eine Frage, wieso ist Lydia ein Champion? Ich meine, hallo, N hat Lauro besiegt. Folglich wäre N der neue Champion. Dann haben wir als unser Vorgänger halt N besiegt. Folglich wären wir Champion. Heißt jetzt, Lydia hat uns besiegt, oder wie darf ich das verstehen? So, egal, Trikefalo, das Scheiße hat dort einen Feuersturm drauf, also dreht's noch. Wir brauchen Ice, einen ganz schnellen. Nehm Shelby. Weil, wie gesagt, das setzt vermutlich Feuersturm ein. Konnte doch lieber mit einem Eisstrahl. Trikefalo, das Vieh ist übel. Hi, Flammenwurf? Da der Feuersturm drauf, okay. Und Flammenwurf natürlich auch, kein Problemo. Stecken wir weg wie nix. Gucke mal, hier kommt der Eisstrahl. Oh oh. Nichts wegwehen. Das wird auch einen hohen Spezialangriffswert, alter Schwede. Schnell ist es auch noch. Na, warte. Voll in your face. Es ist gefroren. Alter, was für ein Schwein. Was hab ich denn für ein Schweine? Ich will mit ihnen. Ja, Viehländer, komm schon. Ist eingefroren. Du bist am ja, ist eingefroren und wehrt die Attacke ab. Ich glaub's auch. Ja, ja. Mach ich täglich. Täglich, wenn ich eingefroren bin, abwehren der Attacke, kein Problem. Das sitzt doch wie eine 1. Hätte ich eigentlich ein bisschen gefroren lassen können, weil ich mich besser healen können. Na egal. Geht auch so. Es steht 1:0, Freunde. 1:0. Labras. Ach du Scheiße, weg hier. Wasser, Eis, ohne Scheiß. Überlegen, Labras. Kann echt Donnerblitz? Das setzt Auron ein. Komm schon. Das geht schon. Wasser, Eis. Ja, ein Eisstrahl hält Auron aus. So, und Auron hingegen, der kommt jetzt mal ganz fixe Fox mit einer Aurasphäre. Der Kampf ist effektiv gegen Eis. Was für ein Scheiß. Tschüss, Labra. Volltreffer. Danke, Skoplins. Yeah, man. Er kommt jetzt. Shadrago ist schon ein Drache. Nö, lass doch mal. Shadrago, krieg ich hin. Shadrago. Lucario ist schneller. Natürlich Auron. Jep, Mann, er ist schneller und voll auf die Fühler. Welche Fühler? Und die Stachel. Das gibt's einfach nicht. Nein, das hätte ich wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Der Vogelstoß trifft doch hier immer.
Ein gegnerischer Fokusstoß, der trifft immer. Das ist leider so. Autsch und tschüss. Ja, super. Shelby ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich setze Flash ein. Du bist dran. Flash, ganz schnell. Eishieb. In your face. Und somit steht es 3:1. Naja, 3:1,5 war ein bisschen anderes Thema. Stolos, der ist Gesteinstahl. Wählt auch eine Kampfattacke drauf. Dann verhau ich ihn aber. Rabigator, ich will siegen. Ja, Mann. Jetzt geht ab hier. Glaube ich auch. Erdbeben und Tschüssikowski. 4-fach Schaden, das überlebt er niemals. Kacke. Hochmut kommt vor dem Fall. Und er steigt wieder ein Level auf. Geil, geil, geilo. Da kommt jetzt Maxax, ihr schnellstes Pokémon. Ist jetzt bereits 4:1, nö, oder? So, ich lasse mal ein bisschen nach. Ich setze lieber Pyron ein. Steht doch erst 4:1 und noch 2 Pokémon. Müsst ihr eigentlich noch haben. Jo! Und Überbrückung. Ach du heilige. Was mache ich jetzt? Donner bringt nicht viel, Feuer auch nicht, Knirscher sowieso von Arsch. Turbo-Tempo. Mal gucken, was der Typ da drauf hat. Wie hoch ist wohl die Defense? Ah, die knackt ich. Oh. Pyron, greif weiter in an. Nee, was anderes so. Kappe, Heilung, Hypotrank auf Shelby. Erst 4:2, wir können es noch schaffen. Okay, 4:2. Yep, was habe ich gesagt? Es steht 4:2, Freunde. Shelby. Es ist deine Zeit. Yo, Mann, it's your time, Shelby. Eisstrahl. Oh, nein. Ja, komm, das schaffen wir. Du bist stark, du bist schnell. Scheißegal, du bist eingefroren. Nein, er hat es überlebt. Oh, was mache ich jetzt? Fast natürlich so schnell. Nein, hätte ich sie müssen. Oh, Freunde sind am Arsch. Ich dachte, der Eisstrahl einsetzen soll. Oh. Mann, wie kann ich bloß so bekloppt sein, dass ich doch wissen müssen, dass der noch... Ja, was mache ich jetzt? Ist der behämmerte. Das ist sowieso schon viel zu stark und zu schnell. Der könnte alle meine Pokémon mit einem One-Hit-KO, also One-Hit-KO, so. OTK, oh, doch nicht. So, komm schon, weg ist er. Ja klar, ausrennen, jetzt macht er Erdbeben. Ich weiß, wir sind im Wasser, aber das wirkt trotzdem. Meine Fresse, hat der einen Angriffswert. Oh. Und ein schnelles Pokémon mehr. Nein! Sunny? Hilfe! Ja, will ich auch sagen. Wir brauchen ganz fixe Foxy. Das wird auch noch knapp, ey. Ganz fixe Foxy, ein schnelles Pokémon. Sprich Pyron oder Shelby, wa? Verdammt, der hätte niemals so schnell werden lassen dürfen. Nein, das war ein Fehler. Jetzt wird er mich mit Erdbeben so richtig schön weghauen. Alter. Keine Chance. Keine Chance, muss ich mit Turbo-Tempo und halt Wasserdüse ran. Sonst bin ich hier am Arsch des Propheten. Turbo-Tempo wurde wohin? Ah, Mann! Oh. Mit einem Doppelhieb weggeslasht, ich glaub's auch. Verdammt. Rabigator, die macht der Erbe nicht so viel aus, ich weiß, aber du bist nicht so schnell. Also nicht so schnell wie Maxax. Schnell schon, aber nicht ganz so schnell. Ich mach die Wasserdüse. Jetzt kommt's drauf an, Freunde. Beleber für Shelby. Der muss sitzen, Kumpel. Ja, Kreuzscher wäre klar. Na klar kommt es eine Käferattacke, was soll das sonst sein? Boah. Das Vieh hatten 3 oder 4 Mal so eine Angriffswert wie ursprünglich. Alter. Ist auch schnell wie sonst was. Der wird mich sowas von wegfitzen.
Wenn ich nicht zuvor komme. Also irgendwie Mucke passt nicht so ganz. Passt eher zu Super Mario als zu Pokémon. Top 4, so, weg ist er. Den habe ich geschafft, Freunde. Den haben wir echt geschafft. Junge, Junge. Da kommt jetzt Aeroptrix. Das war doch Gestein. Flug, sprich, hat keine Chance mehr. Ja, wie steht's eigentlich? 4 zu... Was? Es steht 5 zu 4. Das glaube ich ja nicht. Alter, hat die aufgeholt. Ja, da seht ihr es mal, Freunde. Ja, das macht niemals so viel. Ich weiß, der hat viel Angriffswert und so. Das kann... Wow. Nein, zurückgeschreckt. Ja, ich weiß auch nicht, was Wasserdüse viel bringt, aber ganz ehrlich, ich hab keinen Bock drauf. Eine Wasserdüse, ich glaub's auch. So, nicht KP wollte ich machen. KP, Heilung, Übertrank, Dankeschön. Wasserdüse, wenn eine coole Attacke bringt, hier aber glaube ich nicht so viel, sprich, es würde ihn nicht weghauen. Oh, das ist eine Flugattacke von dem her. Alter, was hat der für eine... Boah. Das Viech ist schnell und stark wie sonst. Was hast du denn noch nie gesehen, ey? Na, ich muss einmal überleben. Komm schon. Ein Eistrahl und weg wäre. Ein Eistrahl. Jau, jetzt aber. Jetzt bist du dran, Kollege. Aber mit der Scheiße bringt nichts mehr. Nein, Shelby, auch mit dem Zurückschrecken. Das muss sitzen, komm schon. Ja, mit dem Zurückschrecken, nicht zurückschrecken, nicht zurückschrecken, nicht zurückschrecken. Geht doch. Psst. Voll in den Schwanz, was? Ja, stimmt sogar. Mir geht gar nicht gut. Shelby, halt durch. Noch nicht vorbei. Ja, ich sehe es auch. So, jetzt bist du weg. Der Aquachat. Erschlag Anti. Außer bei Turbotem natürlich, weil der trifft immer zuerst. Volltreffer. Oh, 6 zu 4 der Endstand. Wir haben es geschafft, Freunde. Alter. Wir haben es geschafft, die Gute. Spieler besiegt, Champ Lilia. Puh, wir haben uns sonst gelegt. Am Ende haben wir doch verloren. Wir haben nur knapp. Gehen mir gerade die Puste, ey. So eine Niederlage ist natürlich nicht leicht wegzustecken. Aber gleichzeitig bin ich auch froh. Und ich will dir auch erklären, warum. Durch diesen ungehemmten Kampf sind sich dein Team und mein Team sehr viel näher gekommen. Wollen sich paaren oder was? Deswegen bin ich nicht nur traurig. Und jetzt komme ich mir. Ja. Cool. Was zum... Was sind das für Symbole da drauf? Ja, ist klar. Okay. Bitte, mein Lieber, nach dir. Ich hoffe, das Teil ist auch stabil. Lilia. Nicht runterschubsen, nicht runterschubsen. Puh, geschafft. Ja, und jetzt? So, da wären wir. Dies ist die Ruhmeshalle. Hier werden die Namen beispielloser Trainer Pokémon verewigt. Trainern, deren Herzen es nicht weiter gibt als Gutmütigkeiten, die immer nur an das Wohl ihres Teams denken. Und Pokémon ihren Trainern unendliches Vertrauen entgegenbringen und alles für sie geben. Herausragende Pokémon mit unerschöpflichem Potenzial. Wow, das klingt doch einfach nur fantastisch. So, mein Lieber. Ich sage immer mein Lieber. Nein, aber natürlich, Michael. Geht doch. Ehrenwerter Trainer, du und dein Team seid durch unzählige Kämpfe zusammengewachsen. Dabei entstand ein wunderbares Band der Freundschaft zwischen euch, das bis in alle Ewigkeit als Schatz gehütet werden soll. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Die Ruhmeshalle. Der Ruhm mag unser sein. Willkommen in der Ruhmeshalle. Auron, Level 56. Gut gemacht, Kumpel. Pyron, welcome, Level 57. Shelby, unser Starter, Level 58. Natürlich auch Flashy Boy, Level 57. Dann noch Rebigator, Level 59. Und zum Schluss unser Sunny Boy mit Level 59. Natürlich auch der Trainer Michael. Scheint der Pokémon-Liga, Glückwunsch! Was ist mein Pokémon? Hallo, ich will neben mir sehen. Michael, eine Nummer, ja, das ist interessant. 43 Stunden, 45 Minuten gezockt. Da sind sie. Hallo? Kommt jetzt gerade? Nein, jetzt hab ich's weggeklickt. Hilfsmodus! Freigeschaltet. Ja.
Der Hilfs- und Hürdenmodus von Schwarz 2 und Weiß 2 war. Das Hilfsschlüssel erhalten. In der Moduswahl kannst du nun den Hilfsmodus auswählen. Du kannst dich auch mit anderen Spielern verbinden, um bisher gesperrte Inhalte und Orte freizuschalten. Ja. Speichervorgang, bitte System nicht ausschalten. Nicht haben wir gesagt. Mache auch nicht, denn jetzt kommen die Credits, liebe Freunde. Wir haben das Spiel gesichert. So, was jetzt? Pokémon Weiß Edition, die zweite. Director Takao Uno, liebe Freunde, wir sind in den Credits angelangt. Ach, so schön, hey, und gerade die Musik und so, weil alles eigentlich so ruhig war und Lilia uns irgendwie was gegeben hat, auch die Top 4 Mitglieder auch, die Frage ist bloß was. Ach ja, liebe Freunde, das war, mal fürs erste zumindest, das Let's Play zu Pokémon Weiß 2. Wieso das erste ganz einfach, jetzt erscheint ja bald schon X und Y, beziehungsweise der Part dürfte am Freitag rauskommen, vielleicht aber da bereits den ersten Part vom Let's Play zu X und Y bereits hochgeladen oder, na, muss mal gucken, wie es auch mit der 3DS Capture Card aussieht. Wer auch immer. Ja, wieso eigentlich gerade fürs erste, genau. Bei mir ist es für gewöhnlich so, wenn da, vor allem bei Pokémon, wenn es da ein neues Spiel gibt, dann interessieren mich für die alten nicht mehr so sehr. Zumindest für den Moment. Sprich, solange halt das Let's Play zu X und Y läuft oder natürlich auch solange ich es privat noch durchzocke, das andere von beiden Spielen jeweils, werde ich wohl nicht so viel Bock haben, um Weiß 2 zu zocken und es bringt ja nichts, ein Spiel zu zocken, auf das man keinen Bock hat. Sprich, es gibt auch ein schönes Sprichwort dafür, das ist schon wieder, genau, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das machen wir jetzt hier bei Pokémon Weiß 2, wo ich denke, nach der Liga ist doch ein guter Zeitpunkt, um hier, ja, mir gerade der Twin Drake wieder aufgebaut, ist ein guter Zeitpunkt, um hier ein kleines Review zu, ja doch, ein bisschen Review zu passieren und ein kleines Fazit zu ziehen. Aber natürlich auch, um dann an dieser Stelle, nach diesem Part, das Let's Play fürs erste Mal zu pausieren, eventuell sogar zu beenden, je nachdem halt, ob es mir noch gefällt, sprich, ob ich nachher noch weitermachen möchte und natürlich auch, ob ihr hier noch ein paar Kämpfe und natürlich alles, was nach der Liga noch kommt, sehen wollt. Jetzt aber erstmal zum Spiel ganz für sich. Ja, was gibt es zu sagen? Pokémon ist ein typisches Pokémon-Spiel, sprich es gibt Arenaleiter, das typische Kampfsystem, ein bisschen überarbeitet natürlich auch, ein paar ja, neue Story-Elemente. Die Musik ist ein bisschen anders, auch mit Team Plasma und so. Man kann eigentlich sagen, Weiß 2 und Schwarz 2 ist von der Story her ähnlich wie damals Johto, also sprich Gold, Silber, Kristall zu Rot, Blau, Gelb. Das ist auch eine Fortsetzung davon. Es beruht darauf, aber es sind halt trotzdem ein bisschen andere Dinge halt noch. Jetzt halt mit den alten Pokémon auch, sprich damals bei Weiß und Schwarz war es so, dass man nur neue Pokémon haben konnte. Bis zur Liga, was ich ein bisschen, ja, schade fand eigentlich. Hier wiederum sind halt alle Pokémon vertreten, oder ziemlich viele zumindest. So dass man sich auch ein ziemlich ausgleichendes Team zusammenstellen konnte, was ich ja auch ganz cool fand. Natürlich auch die ganz neuen Elemente, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Rennleiterin Camilla, das wird schwarze Haare statt blonde. Von daher muss ich sagen, das ganze Spiel vom Konzept her angefangen, von der neuen Stadt, sag ich jetzt mal, neuem Anfangsgebiet, und den ganzen Charakteren her, die es bereits früher mal gab und die jetzt wieder vorkommen, einfach nur eine grandiose Idee. Und dann würde ich sagen, vielen Dank Nintendo, natürlich auch vielen Dank an Game Freak, die Entwicklerschmiede. Natürlich auch ein kleines Negativfazit, der Story-Modus. Ich muss zugeben, er ist in Ordnung, er ist normal, wie bei vielen Pokémon-Spielen. Ich muss allerdings sagen, ich glaube, es gibt kein Pokémon-Spiel, das den Story-Modus von Schwarz und Weiß toppt. Der fand ich damals so genial, hey, vor allem, dass nach der Top 4 das nicht vorbei war, dass irgendwie statt dem Champion kam plötzlich Ende dazu, sprich, dass erst danach irgendwie das ganz böse Team platt gemacht werden konnte und es war einfach etwas Neues, komplett Neues. Und hier jetzt wiederum, eben das so wie damals und so, naja, ich meine, es ist trotzdem ein schönes Spiel, das ist ganz klar, aber der Story-Modus nicht ganz so fabelhaft, wie ich finde, wie damals bei Schwarz und Weiß. Aber trotzdem eins meiner Lieblingsspiele als andere halt.
Das gehört schon zu meiner, was weiß ich, Top 5 würde ich mal sagen, wa? Ja, denke schon. Ja, würde mal sagen, das so viel dazu. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, ist ein typisches Pokémon-Spiel von dem her. Viel Neues gab es nicht. Ein paar neue Elemente halt, neue Gegenden, die alle ein bisschen überarbeitet. Aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel, in dem ich sehr viel Freude hatte, auch wenn es mal ein bisschen lang gedauert hat mit dem ganzen Let's Play und so. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, wir sind zurück in unsere Heimat. Und irgendwie, jetzt wo ich so sehe, dass es zu Ende geht, ist doch ein bisschen traurig, bin ich schon, um das Ganze noch zugeben. Aber so geht es mir leider bei jedem Spiel, bei dem ich irgendwann mal abschließe, muss ich immer im Rückblick sagen, ach, es war so schön, jetzt ist es plötzlich vorbei. Naja. Und wieder Spielwert? Doch, das hat es doch. Trotz allem. Ende? Naja, wohl eher Fragezeichen war. Das wirkliche Ende oder kommt da noch was? Wird das Let's Play fortgesetzt? Ich weiß nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Das hängt, wie bereits erwähnt, von mir ab, ob ich noch Bock drauf habe. Es hängt aber auch von euch ab, ob ihr das noch wollt. Nun ja. Die Pokémon Company, Nintendo. Ja, Entwickler Game Freak, ganz klar. Wie immer, ist aber erstmal freue ich mich natürlich sehr auf Pokémon X, Pokémon Y, vor allem ganz mega Entwicklungen. Die allen Starter kehren zurück, bekommen neue Entwicklungen, neue Pokémon. Ja, wir können gespannt sein. Jo Mann, was geht? So, die Motorschlüsselwahl kann nun über das Schlüsselsystem des Einheitlinks versendet werden. So, ja, weiter. Bin gespannt, was jetzt kommt. Was passiert nun, Freunde? Es ist Sommer in unserer Heimat. Ventura City. Sonst ist nichts los, wa? Eventuell kommt da noch was, sprich ein frisch gemachtes Bett. Schön, was soll das Blumenmuster da? Egal. Ja, denke mal, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann kommt da wieder was. Ich habe da was wegen Nationaldixens in Erinnerung, aber ist egal. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen hier bei Pokémon Weiß 2. Und ich hoffe, es hat auch trotzdem viel Spaß gemacht und ja. Mit diesen 6 Teammitgliedern geht es vielleicht schon bald und in naher Zukunft, oder gar nicht mehr. Je nachdem halt, vielleicht geht es hier irgendwann mal weiter und wenn nicht, dann würde ich mal sagen, es war schön, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao zusammen.